Hallo zusammen, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Session Black Sad. Und wir sind jetzt mal ins Lagerhaus haben wir können einbrechen. Wir haben die Wache überwältigt. Das ist relativ da habe ich ein bisschen viel Zeit gebraucht. Und ist uns aber gelungen. Und wir haben sie gefesselt und in einem Auto eingesperrt. Ja, stürzen wir uns doch gerade mal rein durch den letzten Stand laden und gehen auf eine Erkundungsreise. Oh. Das habe ich ja ganz vergessen. Der Controller muss ich noch kurz connecten. Machen wir doch. Okay, Ladebildschirm. Ich habe wieder 2 Controller am Start, falls der eine wieder abstellt. Ich weiß ja nicht, was irgendwie bei dem Spiel der Fall ist. Ab und zu. Also links am... Was sich hier wohl verbirgt? Also, was haben wir da? Da können wir nicht durchlaufen, okay. Haben wir da irgendwelche Sportlerbildchen? Vielleicht bei der Autotür. Sportlerbildchen sind immer toll. Okay, da haben wir irgendwie ein Käfi. Benzinkanister. Und... Aha, eine Leiter. Indianerkram. Oh. Ein Aufklappenbildchen. Könnte ein Totempfahl der Ojibwa sein. Dann wäre das Tier ganz oben ein Kranich. Okay. Sollen wir recht sein? Ich glaube an dich. Okay, wir haben etwas gefunden. Sehr gut. Dort oben. Nochmal. Das Klebebildchen. Das Panini-Bildchen. Und zurück. Was haben wir da? Wenn ich mich nicht irre, sind das Weihrauchstäbchen, wie sie bei Ritualen der Läuterung verwendet werden. Die brauchen wir bei Phasmophobia, genau. Ein Traumfänger. Er soll Kinder in der Nacht beschützen und alles Böse in seinem Spinnennetz einfangen. Super. Das Bierli, können wir das brauchen? Dann können wir irgendetwas kombinieren. Nein. Nein, das ist nicht lustig. Natürlich. Das Pferd ist Randall Leys Partner. Ich sollte lieber vorsichtig sein. Als die mir eine Abreibung verpasst haben, konnte ich mich selbst davon überzeugen, was das Pferd für ein Hitzkopf ist.
können nochmal etwas kombinieren. Das ist spannend. Okay, ist ein Versuch gewesen. Ja. Welche zwei passen zusammen? Ich finde es nicht raus. Das ist unglaublich. Keine Ahnung, welche das zusammenpassen.
Ja, ist ja gleich. Machen wir weiter. Da hat sicher noch irgendwelche Bildchen. Dann gehörte dieses Lagerhaus offenbar einem kanadischen Importeur. Oh ja, genau. Ja, Bildchen. Panini-Bildchen, genau. Ah, genau, kommt immer mal ein bisschen telefonieren. Brauche ich Hilfe? Wen würde ich anrufen? Komm, tun wir da mal Weekly anschauen. Weekly hier. Hier, what's news? Pier 36, das 6. Lagerhaus auf der Seeseite, wenn du aus Montgomery kommst. Bist du das? Wir treffen uns in einer Stunde. Was ist denn los? Bring deine Kamera mit. Ich habe dir soeben den Knüller deines Lebens besorgt. Wir können anrufen. Smirnoff. Smirnoff? Pier 36, wir treffen uns in einer Stunde. Black Sad? Wenn Sie aus Montgomery kommen, ist es das 6. Lagerhaus auf der Seeseite. Was liegt an? Und bringen Sie die Kavallerie mit. Ja, in einer Stunde sollten wir das Rätsel gelöst haben. Vielleicht finden wir noch Panini-Bildchen. Denk nicht mal daran zu schreien. Vielleicht rede ich ja gar nicht. Ja, komm jetzt. Sieht wie eine Pfeilspitze aus. Alles scheint darauf hinzudeuten, dass Gil indianischer Abstammung ist. Und ich bin mir so gut wie sicher, dass die Frau auf dem Bild seine Mutter ist. Weißt du, wer immer an dich glauben wird? Deine Mutter. Meine Mutter hat nie den Glauben an mich verloren. Obwohl ich ihr als Kind jede Menge Gründe dafür geliefert habe. Ich habe mehr Zeit mit Nachsitzen als im eigentlichen Unterricht verbracht. Ich war ein großer Kater, also habe ich immer die Kleinen tyrannisiert. Irgendwie schaffte es meine Mutter, mich in der Schule zu halten, bis ich aufs College kam. Aber auch dann gab ich ihr nie einen Grund, an mich zu glauben.
Ich habe neue Freunde kennengelernt. Die Art von Freunden, die einen dazu bringen, Dinge zu tun, auf die keine Mutter stolz wäre. Dann kam Pearl Harbor. Ich wurde eingezogen und nach Europa geschickt. Die hatten mir zwar gesagt, es sei meine moralische Pflicht zu töten, aber wie ich herausfand, konnte man davon süchtig werden. Nicht alle meine Opfer waren Nazis. Doch als ich wieder zurück war, da wurde ich wie ein Aussätziger behandelt. Ein Veteran, der nicht hätte zurückkommen sollen. Und doch hat meine Mutter nie... Ich habe auch im Krieg gekämpft. Da habe ich Mitchell kennengelernt. Die haben mich benutzt, wie so viele meiner Art. Und dann haben die uns einfach weggeworfen. Als Mitchell das erste Mal ankam, habe ich ihm gesagt, er soll sich verpissen. Ich wollte selbst klarkommen. Doch am Ende habe ich ihn angebettelt. Ich mag das nicht, was ich für ihn tun soll. Ich mag ihn nicht. Ich mag auch diese deutsche Ratte nicht. Doch am allerwenigsten mag ich mich selbst. Mir gefällt nicht, was ich im Krieg getan habe. Und mir gefällt nicht, was ich jetzt mache. Weißt du, wie das ist, einen Freund zu töten, um die Mission zu retten? Doch meine Mutter, sie glaubte immer daran, dass ich alles wieder gut machen und neu anfangen kann. Vielleicht ist es Zeit, dass ich damit anfange. Es ist Nummer 3. Was wäre, wenn es Gil war, der seinen Partner Randall Lay auf Befehl von Mitchell umgebracht hat? Den müssen wir mal überlegen. Navigieren.
Das Geheimversteck im Bunker. Das Labor. Jetzt hier Panini-Bildchen. Eine Namensliste. Hat die irgendwas mit Chemikalien zu tun? Ja, Neuschlussfach. Oh, hochentzündbar. Rauchverbot, okay. Spannend, spannend. Da alle die Sportlernamen und drinnen Bilder. So, genau. Ein Boxer, ja noch. Nicht besser findet. Brunhilda. Versuchsperson Brunhilde Grün. Behandlung Tag 1514. Das Sprachvermögen der Patientin lässt immer stärker nach. Sie kann nur noch einzelne deutsche Wörter aussprechen. Die Gewebedegeneration schreitet weiter voran. Und doch konnten wir, vielleicht aufgrund der drastischen Reduzierung der Benzylprodin und der Erhöhung der Amypropein-Dosis, immerhin bei besagter Degeneration einen Rückgang um 3% feststellen. Darüber hinaus, und das ist vielleicht das bislang beste Resultat, konnte das Sprachvermögen der Testperson sich etwas erholen. Das ist nicht viel, aber dennoch sind wir auf dem richtigen Weg. Wir dürfen weiter hoffen. Okay.
Versuchsperson Craig Spano. Behandlung Tag. Die Versuchsperson ist ein erfahrener Baseballspieler, der aufgrund des normalen Alterungsprozesses an Tempo, Kraft und Beweglichkeit verloren hat. Der Patient berichtet von starken Schmerzen am rechten Schulterblatt, wahrscheinlich die Folgen einer früheren Verletzung. Unser medizinischer Ansatz verfolgt 2 Ziele. Den Schmerz durch die frühere Verletzung zu verringern, damit die Versuchsperson ohne Symptome spielen kann. Und den Patienten dabei zu unterstützen, seine durch den Alterungsprozess verursachten konditionellen Einbußen wettzumachen, damit er wieder eine Leistung auf Top-Niveau abrufen kann. Behandlung. Tag 108. Der Patient hat keine Schmerzen mehr, wenn er seinen rechten Arm benutzt, sodass er unbeschwert den Ball werfen kann. Bislang scheint die einzige Nebenwirkung in einer leichten Euphorie 3 Stunden nach Verabreichung der Dosis zu bestehen, die 4 Stunden später wieder nachlässt. Diese emotionale Achterbahnfahrt geht mit leichtem Zittern einher. Behandlung Tag 341. Euphorische Zustände und gesteigerte physische Leistungsfähigkeit sind von immer kürzerer Dauer, während die darauffolgenden Phasen voller Depressionen und Schwäche immer länger anhalten, begleitet von starken Zittern. Obwohl wir alle therapeutischen Ziele erreichen konnten, werden wir die Behandlung beenden, um irreparable physische und mentale Schäden beim Patienten zu vermeiden. Okay. Mitchell macht einen Reibach, indem er Drogen verkauft, die Sportler noch besser machen. Das Schlimmste an Mitchells Machenschaften ist nicht, dass sie illegal oder unmoralisch sind, sondern dass es ihm völlig egal ist, dass er die Gesundheit der Sportler ruiniert.